Ich habe 10 Jahre ungefähr an dem Buch gearbeitet, aber nicht am Stück, sondern immer wieder und, neue Quellen, haben weitere Arbeit dann, ermöglicht und, am Ende ist ein relativ vollständiges Bild von Benjamins Pariser Exil entstanden durch die vielen Adressen, die er hinterlassen hat. Und ich habe mehr als 300, notierte Adressen aufgeklärt und dabei war fast die Hälfte in Beziehung zu Benjamin unbekannt. Das heißt, es gab ein neues Bild zu seiner Biografie, zu seinem Pariser Exil, das von den bisherigen Biografien stark abweicht. Die Erzählung, dass er einsam und ohne Geld in Paris gelebt hat, ist zu revidieren. Hat ein sehr großes Netz an Beziehungen gehabt und auch ist von diversen Personen finanziell unterstützt worden. Er konnte bei Freunden oft wohnen und essen und in der Zeit auf Ibiza hat er einen sehr großen Freundeskreis gehabt, die seine Bedeutung anerkannt haben und ihm in vielfältiger Weise auch unterstützt haben, sowohl mit Unterkunft als auch mit Essen und gleichzeitig war ein großes Interesse an seinem Werk vorhanden bei spanischen Schriftstellern und Personen, die er dort kennengelernt hat. Äh, Als ich im Studium den Namen Benjamin hörte, wurde ich wieder erinnert, dass ich bei Freunden, als ich noch mit Büchern nichts zu tun hatte, immer wieder den Namen Adorno und Benjamin gehört habe, aber nichts verstanden habe von welche Bedeutung diese beiden Denker hatten. Aber der Name wurde so oft genannt in dem Kreis, in dem ich da mich aufhielt, dass ich dann im Studium gedacht habe, jetzt musst du mal wissen, wer ist eigentlich Benjamin? Und dann habe ich angefangen, mich für seine Biografie und seine Werke zu interessieren. Und später in Paris, als ich als Antiquar gearbeitet habe, bin ich auf noch Spuren Benjamins gestoßen, nämlich Bekannte von ihm aus der Exilzeit noch kennengelernt habe, also die Söhne von Franz Hessel oder Maximilian Rubel, der mit Benjamin bei Bataille war, und die Familie Fabian, die eine enge Freundin von Walter Benjamins Schwester war, die sie sehr unterstützt haben, auch bis in die Zeit des Schweizer Exils. Und so nahm das Interesse an Benjamin und dann im Grunde am Ende auch die Biografie zu schreiben, seinen Lauf. Ich glaube, das wäre sehr wichtig, weil die Bedeutung für Benjamin, Spanien war für ihn die erste Exilstation. Also immer wieder wird von seinem Tod nur berichtet in Porvoo, aber er ist schon 1932 im Grunde ins Exil gegangen nach Spanien, nach Barcelona und dann nach Ibiza, war zeitweise auf Mallorca und hat auch zu Barcelona immer eine Beziehung gehabt zu der Stadt und zu der Kultur. Und die Exilstation war für Benjamin sehr wichtig. Er hat die Zeit auf Ibiza sehr genossen und er hat auch seinen Charakter hat sich in Spanien auch durch die spanische Kultur, durch die Kultur auf Ibiza, hat sich sein Charakter verändert. Er ist viel lockerer geworden. Er war früher in der Berliner Zeit sehr steif im Umgang mit Menschen. Und das hat sich auf Ibiza hat sich das alles bei ihm auch in der Statur, wie er sich mit Leuten unterhielt, sehr verändert. Immer noch relativ der Alte geblieben, aber man sieht, wenn man die Fotos ansieht aus der Zeit des Exils, dass er ein relativ lockerer Zeitgenosse war. Also, und er hat immer wieder betont, dass Ibiza für ihn paradiesische Züge gehabt hat. Also mehrfach gibt es diese Überlieferung.